Dem 1. Februar 1873 in dem Städtel Lagovets, Berlin, ist geboren geworden der größere jüdische Literaturforscher Dr. Yisroel Zindberg. Durch der Bildung ein ausgeschulter Ingenieur, Chemiker, ist etliche zentliche Jahre gewesen Unführer von der chemischen Laboratorie beim berühmten Putilower Zavod in Peterburg. Ein größer Kenner von der jüdisch-hebräischen Literatur hat seine ganze freie Zeit sich aufgegeben mit Literaturforschung. Geschrieben in Russisch und mitgearbeitet in dem Journal Voschod, Aufgang. Sein Lebenswerk, geschaffen in Jiddisch, hat umgerufen die Geschichte von der Literatur bei Jiden in 9 Bänder, 11 Bücher. Zindberg ist arrestiert geworden in 1937, in umgekommen Winter mit 2 Jahren später auf dem Weg gen Gulag. Der jüdische Müller Ischor Rybak ist geboren geworden dem 2. Februar 1897 in Jelisavetgrad, Ukraine. Bekannt wie ein Illustrator zu Asach jüdische Bücher, wie euch meisterlich für Kinder. Hat herausgegeben 2 Kunstalbumen, das Städtel, mein Chore Ve'eim a Gedächtnis und auf die Felder von Ukraine. Zusammen mit dem Maler Boris Aronson herausgegeben eine Arbeit Die Wegen von jüdischer Malerei. Rybak ist gestorben in Paris in 1935. In dem Tag, dem 5. Februar in 1864, ist geboren geworden Dr. Tzemach Shabbat, bekannt mehr für seine gesellschaftliche Iftien Letoives der jüdischen Wilne. Allein ein medizinischer Doktor ist bekannt geworden wie ein Journalist mit seinen naturwissenschaftlichen Artikeln in Russisch und in Jiddisch. Hat redaktiert und herausgegeben dem Wilner Sammelbuch. Gewesen Mitredakteur von dem Pinkas von Wilne bis der Malchume und Okkupatie. Sind 1922 ist Shabbat der Redakteur von dem populären 2-Wochen-Journal Volksgesund. Hat herausgelost in Jiddisch a Sach Broschüren wegen Medizin und Hygiene. Einer von den Gründern und wichtigen Tour von den jüdisch-weltlichen Schulen in Wilne. Mitgründer von dem Jüdischen Wissenschaftlichen Institut IWO. Tzemach Shabbat ist gestorben in 1935 in seiner Heimstadt Wilne. Tausender Wilner haben begleitet sehr beliebten Doktor und gesellschaftlichen Tour in seinen letzten Weg. Einer von den bekanntesten jüdischen Linguisten, Isaac Zaretsky, ist geboren geworden in Pinsk, Weißrussland, dem 6. Februar 1891. Verendigt a Realschule hat Zaretsky in den Jahren 1911, 1917 studiert Mathematik in Estland.
In die studentischen Jahren gewesen tätig in einem ortigen akademischen Verein für jüdischer Geschichte und Literatur, geführt ein Kampf für Jüdischismus und Demokratismus. Nach der Oktoberrevolution 1917 vernommen eine wichtige Position in der sowjetischen Bildungssystem, sich aktiv beteiligt in der jüdischen orthografischen Reform. Zaretsky hat vorgelegt neue Klolem von Orthographie, von Hebräismen in Jiddisch und gebracht arischime Wörter mit einem zweifelhaftigen Ausleg. In den 1920er Jahren hat vorgenommen eine Reise über die wichtigsten jüdischen Jeschuven in Weißrussland und Ukraine, mit dem Ziel zu verbessern dem Jiddisch-Limud in die Schulen. Von Sof 1926 ist Zaretsky in Moskau Professor von Grammatik bei der literaturlinguistischen Abteilung von Pädagogischen Fakultät beim zweiten Moskauer Meluch-Universität. Sein Grundwerk, praktische jiddische Grammatik, ist gewesen die erste breite Arbeit im Gebiet von jiddischer Grammatik. Gestorben ist Isaac Zaretsky im Jahr 1956 in der Stadt Kursk, Russland. Der jiddisch-hebräische Schriftsteller Moshe Stavsky ist geboren geworden dem 7. Februar 1883 in Antopol, Grodner Gegend. Seine ersten Erzählungen hat veröffentlicht in 1906 und ist bekannt geworden durch seine Erzählungen wegen Belchaim. In Buchform auf Jiddisch, Idyllie und Bilder, Stimme Freund, Wenn Tag vergeht und Araber der Erzählungen. Moshe Stavsky ist gestorben in 1964 in Mekaber gewesen in dem Yeshiv Benjamina, Israel. In dem Tag ist geboren geworden Chaver Paver, was ist gut bekannt gewesen wie ein Schreiber und Dramaturg für Kinder. Von dem Gershon Einbinder ist geboren geworden in Bershad, Ukraine, im Jahr 1900. In einer vermöglicher Mischpuche von einem Waldzeuger. Bekommen eine traditionelle jüdische Erziehung Bamunib in Cheder, der noch in der Yeshiva, ist der junge Gershon bis die blutigen Pogromen von Petluris Bandes und Weißer Armee entlaufen in Rumänien und noch in Amerika. Debütiert in 1921, gleichzeitig gearbeitet wie ein Lehrer, sich gedruckt in verschiedene Zeitungen und Journalen, Srov mit Werk für Kinder. Die Sammlung von seinen Kindermeises, Meiselach von Chaver Paver, ist erschienen in 2 Bändern in dem Verlag Matunis, New York, 1925. Gestorben ist Chaver Paver in Los Angeles in 1964.